So, wir kommen zu den letzten Einträgen vom Märchenbuch. Wir fangen mal gleich an mit der weißen Wölfin. Ist das meine Mutter? Winterwolf, Bigbys Mutter, tatsächlich. Mutter, sagt er gleich Bigby, ui. Bigbys Mutter Winter verliebt sich in den Nordwind und gebar ihm 7 Wolfswelpen. Schnell hatte er genug von ihr und verließ Winter. Todunglücklich und allein versuchte sie, ihre Welpen trotz ihrer Trauer zu versorgen. Bigby mochte sie besonders, aber als kleinster des Wurfs wurde er oft von seinen älteren Brüdern geärgert. Nach Winters Tod machten sich Bigbys Geschwister auf die Suche nach ihrem Vater. Bigby blieb zurück, um den Leichnam seiner Mutter vor den Aasfressern zu schützen. Leider war er zu klein, um sie zu verteidigen. Von da an schwor er sich, jeden Tag etwas Größeres zu fressen, bis er groß genug war, seinem Vater entgegenzutreten und ihn für den Schmerz seiner Familie büßen zu lassen. Der große böse Wolf, Bigbys wahre Form. Bigbys wahre Form ist die eines riesigen, 2,5 Meter großen Wolfs. Zusätzlich zu seiner legendären Pustekraft erbte er noch andere Fähigkeiten von seinem Vater, dem Nordwind. Bigby kann zum Beispiel auch die Luft für unnatürlich lange Zeit anhalten, wodurch er nicht ertrinken kann. Marys Treue. Teil des Jobs. Vor vielen Jahrhunderten begann Bloody Mary für den krummen Mann zu arbeiten. Er versprach ihr Handlungsfreiheit, solange sie als seine persönlichen Bodyguardistin und Killer arbeiten würden. Yes, nee. Ich fange nochmal von vorne an. Moment. Ich bin gerade raus und hab die Tür wieder aufgemacht und in der Reden kam so. Vor vielen Jahrhunderten begann Bloody Mary für den krummen Mann zu arbeiten. Er versprach ihr Handlungsfreiheit, solange sie als sein persönlicher Bodyguard und Killer arbeiten würde. Aber wäre das nicht Bodyguardistin und Killerin? Egal. Dank der Macht und des Einflusses des krummen Mannes musste sich Mary nie Sorgen machen, dass die Behörden sie erwischen würden. Sie genießt ihren Job außerordentlich und würde den krummen Mann bis auf den Tod verteidigen. Hauptsächlich, weil es ihr Spaß macht. Fabletowns Justiz. Nachdem ein Krimineller in Fabletown gefangen genommen wurde, findet traditionell eine formale Anhörung vor der Gemeinschaft oder den betroffenen Parteien statt. Allerdings gibt es oft Ausnahmen, um den Vorgang zu beschleunigen. In Wirklichkeit gibt es keine festgeschriebenen Regeln für solche Situationen und das Ausmaß, nach dem sich die Maßnahmen richten, hängt oft davon ab, wer gerade die Verantwortung trägt. Okay. Eine neue Ordnung. Snow White ist zuständig. Da Crane aus dem Rennen ist, hat Bürgermeister Cole offiziell Snow White zur Verwaltungsdirektorin und in seiner Abwesenheit zur stellvertretenden Bürgermeisterin ernannt. Viele sagen, dass diese Beförderung längst überfällig war, da sie bei der Gründung von Fabletown eine wichtige Rolle gespielt und persönlich dafür gesorgt hat, dass viele Fabelwesen sicher in die neue Welt gelangen konnten. Inoffiziell erfüllt sie schon seit Jahren die Aufgabe der stellvertretenden Bürgermeisterin. Sheriff Bigby. Nachdem er aus den Heimatlanden geflohen ist, verbrachte Bigby wohl viele Jahre damit, durch Europa zu streifen. In der neuen Welt entwickelte sich schon bald eine Gemeinschaft aus Fabelwesen und so machten Snow White und Feathertop den Wolf ausfindig, um ihm anzubieten, nach Fabletown zu kommen. Er war einverstanden und Snow schnitt mit einem Messer, das mit Lykanthropie verseucht war, um ihm die Macht zu verleihen, sich jederzeit in einen Menschen zu verwandeln. Bigby wurde zum Sheriff von Fabletown unter der Leitung von King Cole, aber wegen seiner gewalttätigen Vergangenheit wollten ihm viele Fabelwesen nicht trauen und es wurde ihm untersagt, jemals einen Fuß auf die Farm zu setzen. Bis heute ringt er damit, sich unter den Augen der Gemeinschaft zu beweisen. Okay, also Bigby braucht oder hat Kay Glimmer gebraucht, weil er halt einfach ein Werwolf ist, der sich aber verwandeln kann, wie er will. Er hat ein bisschen... Mit einem Messer, das mit Lykanthropie verseucht war. Also, Verwandlung in... Ja. Okay. Dann soll es das jetzt endgültig gewesen sein, so The Wolf Among Us. Was es morgen gibt, weiß ich noch nicht. Schalte in, dann wissen das. Wer es weiß, wird's wissen, heißt als. Bis dahin. Tschüss, ihr Leid. War schön. Wenn The Wolf Among Us die zweite Staffel rauskommt, zock mal die Art zusammen. Anna versprochen, sage ich jetzt mal so. Und tschüss.